aus, wenn ich euch sage, dass wir jetzt in den letzten richtigen Kurs von Super Mario 64 reingehen. Manche dann vielleicht sagen, was, jetzt schon? Andere dann sagen, ja Alter, es sind halt einfach fucking 15 Welten. Also 15 Hauptwelten und dann eben nur das komplette Schloss, die Bowser-Level und die Schalterpaläste. Also Leute, macht mal einen Punkt hier. Wir haben jetzt 14 Kurse hinter uns mit jeweils 7 Sternen und 12 Secret Castle Stars. Also, wird der von CD beschweren. Aber ab jetzt, da die sagen, ja, jetzt kommt jedermanns Feind. Wir gehen in die Rainbow Ride. Und wir fangen an direkt crazy, denn es gibt hier diese Carpets, diese fliegenden Teppiche, und die schweben dann auf dem Regenbogen entlang. Nur unser Job wäre es, den ersten Stern, von einem bestimmten Stern sogar, ohne die Teppiche zu holen. Normalerweise läuft es dann so, du musst die ganze Zeit auf dem Teppich draufstehen. Und der fährt dich eben über die Regenbögen entlang. Auf jeden Fall müssen wir einen anderen Weg finden, um zu dem Stern zu kommen. Wir jumpen erstmal hier jetzt nach oben. Und, oh ja! Aktivieren. Hier die vorletzte Kanone. Ihr werdet sich jetzt vielleicht denken so, ja, aber wir sind doch schon im letzten Kurs. Ganz richtig. Wir müssen hier einen tricky Wall Jump vollführen. Wir müssen ganz an die Kante gehen. Und erst mit dem Springer. Aber das macht nichts, weil wir Gott sei Dank hier einen Spot sind, wo wir die verrecken können. Genau wegen diesem Herz. Okay, Kamera justieren. Mal ganz kurz. War er die vorher nicht daneben gesprungen? War das auf First Try gewesen? Also den Trick, glaube ich, habe ich drauf. Okay, wie geht's weiter? Wir müssen hier... Gehen wir die Donutblöcke eigentlich wieder? Oh ja, Moment, das ist vielleicht auch ganz interessant. Da ist erstmal nur One-Up. Da müsste irgendwo eigentlich ein Warp sein, glaube ich. Naja, den werden wir dann demnächst schon noch finden. Okay, ja, die Donutblöcke sind wieder da. Wait. Da kommt der One-Up raus? Ich glaube, das wird später Probleme machen, das sage ich euch. Oh jo, hä? Was passiert denn da? Ja, ganz easy, schau. Mein Gott. Ist ja kein Stress nicht. Okay. Jetzt müssen wir nur noch einen gezielten Longjump darüber machen. Hä? Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar, Bro. Ich mach euch so easy weg. Und dann ist der halt einfach kein klassischer Mario-Fail fehlen. Ja, und so passiert das irgendwie immer auf meinem Kanal. Keine Ahnung, was das immer für ein Problem ist. Wir hätten es jetzt eigentlich geschafft. Wir hätten den Stern vor unserer Nase gehabt. Naja, da machen wir das Ganze eben nur mal und beweisen einfach, dass wir einfach Motherfucking Skiller sind. Und nicht so wie in den ersten Parts, wo wir blutige Anfänger waren. Ja, okay, schaut. Also das ist wirklich kein Stress. Okay, wow, ich war zu schnell dran. Ich habe zu viel Speed gehabt. Und dumm sehr ist es auch nicht. Gut. Und ihr seid live dabei. Das 100. Achievement in Super Mario 64.
Board the Cruiser in the Sky. Live dabei in Ski Amadee. Okay, geil. Dazu muss ich echt nochmal kurz sagen, crazy, was bei mir das immer macht mit dem First Try und sowas. Weil mein erster Versuch meistens irgendwie erstmal richtig gut ist, außer es ist zu kompliziert und ich habe keine Ahnung wie. Das hat mir ja gerade gesehen. Ich war einfach nur zum Schluss wieder ein Dulli und habe den Teil verkackt, den man eigentlich nicht verkacken kann. Endete dann darin, dass ich jetzt ohne Scheiß eine weitere halbe Stunde dieses Achievement gemacht habe. Ah ja, und da ist übrigens der Bruno. Der hat ja letztens gekündigt, unser Kameramann. Dementsprechend hat er auch verdient, dass er eine auf die Fresse kriegt. Okay, ich mache jetzt gleich mal einen Stern, der relativ nervig sein wird und ihr merkt schon, ich gehe hier auf die 100 Coins, beziehungsweise damit halt auch natürlich wieder die Red Coins. Und jetzt dürfen wir die Carpets nutzen. Ich möchte jetzt wirklich richtig Gas geben, weil ich habe halt nur sehr viel vor. Das heißt, wir dürfen nichts oberrennen lassen. Das erste Achievement habe ich zwar schon völlig verkackt. Gut, wir jumpen einfach mal hier rein. Da gibt es auch mal Coins. Schön. Und ein Ofen, der Feuer speit. Das ist irgendwie das random ist. Wird aber jetzt, wenn wir dahinter gehen, glaube ich, ist da der Warp, oder? Wo ist denn der? Ist hier irgendwo? Ah, ne, nevermind. Mitten im Regenbogen. Oh, Moment mal, können wir dann vielleicht Lifesaver auch gleich mitmachen? Ich weiß, das kann sein, dass ich schon wieder viel zu viel mag. Aber den wissen wir ja schon, die zwei. Jetzt machen wir den blauen Switch. War das vielleicht schon ein Fehler? Okay, aber nein, ich lasse das jetzt erstmal mit den One-Ups. Das machen wir nicht in einem Rutsch. Das kommt dann schon. Erstmal auf die Coins konzentrieren. Obwohl, wir haben 3 von 9 One-Ups. Okay, warte mal, ich habe gerade vergessen, unten das richtige Achievement einzublenden, aber was mir jetzt gerade auffällt, 101 Achievements? Was habe ich denn gerade verpasst? Irgendwas nicht gecheckt. Also, der Counter muss stimmen eigentlich. So, gucken wir mal kurz her. Dankeschön. Nein, nicht danke. Oh, doch, danke. Coins. Und drüben ist einfach so randomer Stern, ja, den holen wir uns aber nicht. Weil der ist eigentlich auch normalerweise kein Problem. Oh, Red Coin haben wir schon. Das heißt 14 Münzen. Okay, passt. Wir haben die 100 Coins auf unserer Seite. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich nur Hornbringer. Aber was wir auch noch Hornbringer kennen, ist halt dieses One-Up, gell? 4 von 9 haben wir schon. Sollen wir das durchziehen? Okay, folgender Plan. Ach stimmt, eigentlich gibt es ja auch noch. Mach mal Bumm. Genau. Alter. Ich stelle mich bloß nicht nach unten, ja? So, sehr gut. Folgender Plan, wir sammeln jetzt die Red Coins für die 100 Coins, aber sammeln den Stern nicht, ey. Beziehungsweise werden den wahrscheinlich nicht mal... Hallo. Werden den nicht mal triggern. Gut. Den safen wir natürlich direkt ab. Oh Leute, wir haben ja schon 112 Sterne. Es gibt ja nur 120, ja? Also, nur noch mal so. Feuerinfo. Möchtest du mich verarschen? Ah, Bob schubst mich runter. Das sind genau die Sachen. Die mich abfucken. Ich bin gesprungen. Bob sagt, leck mir am Arsch. Toll, danke. Gut, perfekt. Mal wieder alles für den Arsch, Mann. One-Up 1. One-Up 2. Und dann kommt der Bruno. Was, es ist vielleicht besser so, dass wir Bruno gekündigt haben, ja? Na, es hat zwar immer kosten, es war eine einvernehmliche Kündigung. Weil er wollte es so, aber na. In Wirklichkeit haben wir ihn mit einem Aufhebungsvertrag rausgeschmissen. Nix oder mal, keiner. War mir schon lange Dorn im Auge. Okay, warte mal, ich muss korrigieren. Jo, Scheigei, was machst du da? Ich muss mal kurz korrigieren. Ich habe letztes Mal gesagt, Tic-Tac Trauma ist die plattformreichste Welt. Naja, ich habe irgendwie vergessen, dass Rainbow Ride dann nicht bloß der Ride ist, sondern irgendwie ein bisschen mehr Plattformen. So, und weil wir es halt einfach schon kennen, nutzen wir jetzt diesen Trick Jump für die Nummer 3. Und Nummer 4. Und Nummer 5. Die Nummer 5. Und weil das jetzt noch so das ziemlich gefährlichste One-Up ist, nutzen wir jetzt einfach den Ride und warten auf. Und bauen keine Scheiße. Bei folgendes One-Up kann abhauen. Und das wäre natürlich wie immer wieder prädestiniert für einen klassischen Mario-Fail.
Gut. Es ist ja noch nichts verloren. Es ist halt nur wieder mal zeitintensiv und nervig. Okay, diesmal haben wir es irgendwie geschafft und das Timing war nicht beschissen. Mein ursprünglicher Plan war halt gewesen, ey, dann wir hier das letzte Wannabe sammeln, nicht mit den Stern hier gleich sammeln können. Aber wie gesagt, es ist mir zu riskant, weil es konnte sich, dass wir es nicht schaffen. Und ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben aber immer nur 3 vor uns, ja? Oh mein Gott! Ich krieg so das Kotzen, ey. Gut, jetzt wird es ein bisschen trickier wieder. Weil da ist eine Plattform, die Feuer speit. Einfach so. Genau die. Oh mein Gott. Tricky wird es nur deswegen, weil wir dann wieder auf den Regenbogenteppich müssen. Genau. Aber wir haben es geschafft. Ganz souverän. Und jetzt fetzen wir ganz normal auf das fliegende Luftschiff. Nintendo hat es irgendwie schon immer gehabt mit den fliegenden Luftschiffen, gell? Bei Mario. Und da sind wir schon. Am Abschluss. Und bevor jetzt irgendein Scheiß passiert, ich hole mir erst das sichere und dann das risikobehaftete. Weil dann kann die von mir das auch verrecken danach. Okay. 8 von... Ich hab mich da gerade schon hinten runterfallen gesehen. Und Bruno, die Drecksau, möchte auch noch ein qualifiziertes Arbeitszeugnis von mir. Das kann er sowas von vergessen. Jetzt mal nur schon, dass wir den Sternen nicht sammeln. Aber im Prinzip bin wir eigentlich nur geradeaus laufen. Und das war's. Yes. Oh. Abspeichern, 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 ey. Yes. So, und weil wir schon hier oben sind, schießen wir uns jetzt darüber. Ich habe einfach mittendurch. Und dann landet man an der Stange. Da ist noch ein Chuck, der soll abfacken. Aber wir holen uns den Stern. Ganz gemütlich. So. Und jetzt geballert werden. Jetzt geben wir nämlich Gas. Ach ja, und klar, ich habe völligen Schmarrn gerade. Oh mein Gott, warte mal. Ich sehe gerade die Achievements sind ein bisschen abgeschnitten an OBS. Das ist auch kein. Der Warp war ja Achievement. Ich voll Idiot. So, aber jetzt können wir einfach machen. Hoppala. Jetzt machen wir einen Star Grabber, das ganz aus ist. Okay. Zuerst zu den Pyramiden. Das haben wir ganz stylisch, das Wannabe, das wir nicht brauchen. Aber gut. Dann weiß ich jetzt zumindest, wo ich hoch muss. Wenn der doch bei einem Sidejump machen darf. Was ist denn jetzt los, Alter? Den haben wir doch jetzt so viel geübt, Mann. Fuck jetzt nicht ab, du Arsch. Mach einen Sidejump! Er mag den nicht! Das ist vielleicht okay, aber ich mag die nicht. Wo war jetzt das Problem, ha? Alter, jetzt momentan wirklich ganz, ganz dünnes Eis bei den Nerven, was das angeht. Direkt wieder nach hinten. Wir stoßen uns selber ab. Ja, das haben wir ja gewohnt. Wie von den Eltern. Ja, ja. Styler. Letzte Hindernis einmal Feuer und Dankeschön. Die letzten 5 Sterne zu go. Wir sind auf Finalkurs, da die fast sagen. Sind wir wirklich fast? Oh mein Gott. Oh, das wäre der interessante. So, jetzt ist es Zeit. Jetzt hören wir auf Loki die roten Münzen. Auf ganz Loki. Okay. Dann hätten wir das jetzt. Den möchte ich wenigstens mal stylisch einsammeln. Ja. Mit der Fresse voraus. Ab zum letzten Stern in der letzten Welt. Ja, und das wird jetzt einfach ganz, ganz simpel gecuttet, außer es passiert irgendwann Scheiß. Wir müssen einfach mit dem Carpet wieder hoch. Das haben wir ja vorher schon gesehen. Für die so eine One-Up. Gut gelöst. Catching. Full Course in the Rainbow. Der letzte Kurs ist vollständig. Aber es fehlen nur 3 Sterne. Wie geht's weiter? Direkt gegenüber. Ja, hier. Ist ein Loch im Boden. Da können wir doch auch gleich mal schauen. Warum ist das? Nur diesmal scheint hier Licht raus. Wir starten in eine Wolkenwelt. Oder besser gesagt schon wieder Rainbows. Und die Trollmucke geht weiter. Oh Mann. Wir sind diesmal nicht so wie vorher on the Rainbow. Wir sind jetzt over the Rainbow. Und zwar mit Wing Mario. Und sammeln Redcoins. Und wir unten seht's Cannoneer. Horst, wir werden jetzt die letzte Kanone aktivieren. Und ich schätze mir, dass der vielleicht gleich da ist. Nein. Na, natürlich nicht. Da unten vielleicht. Verbaue ich mir jetzt eigentlich was, wenn ich das verkacke? Der muss doch hier unten sein, oder? Ja, doch, da ist er. Oh mein Gott.
Ah, ich wollte natürlich gleich mal herzogen, wo wir eigentlich hier sind. Ne? Das ist mal wieder so ein Spot, wo man rund ums Schloss halt wieder rauskommt. Das ist halt einfach wirklich geil, gell? Da hinten kommt man beim Wasserfall raus. Da unten ist ja der Schalterpalast, der blaue. Im Wasserfall der grüne. In der Luft der rote. Und over the rainbow. Und, Attacke! Und da sind wir schon. Give me that achievement. Das war das letzte. Alle 11 haben wir aufgemacht und es hat getriggert, das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Ja, wir haben da manchmal aber Probleme gehabt. Ah ja, stimmt. Das eine Achievement, das ja nicht getriggert hat in Tiny Huge Island. Also ich glaube einfach, dass wir den Kurs abschließen müssen. Wie habe ich geschafft, dass das dann triggert? Naja, das hat nicht gelangt, dass ich einfach nur alles wieder aufs Neue sammle. Na, ich habe einen komplett neuen Gamefall dafür machen müssen. Wisst ihr, was ich dafür gemacht habe natürlich? Ich habe alles nochmal reingespielt bis zu Tiny Huge Island. Also zwar nicht zu 100%, ne, aber man hat erst bei alles anlocken müssen. So, und da gibt es 2 Kanonen, die sind relativ wichtig, weil wir sonst nicht nach oben kommen. Schnappen wir uns die Reds, aber halt auch gleichzeitig, ja, es gibt nochmal Lifesaver. Da ist es. Over the Rainbow. So, mal schauen, ob wir direkt an das nächste One-Up-Roll kommen. Dann müssen wir hier in die Pole. Yes. Oh, wir können sogar einen Wolken stecken bleiben. Gut. Das schaut doch wunderbar aus. Und jetzt schauen wir, dass wir in die graue Wolke reinfetzen. Denn ihr habt schon gesehen. Ups, wo bin ich denn jetzt? Oh, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Und runtergefallen. Also machen wir dann doch noch ein bisschen Progress auf Zero. Ich bin an unsichtbaren Mauer gerade gebonkt. Aber ist gut. Und wenn wir schon dabei sind, dann holen wir uns einfach mal gleich die Red Coin, lol. Sehr gut. Oh ja, das war gezielter. So, jetzt machen wir mal einen hohen Bogen. Schon wieder irgendwo gebonkt. Okay, das war Gott sei Dank gut geronnen. Perfekt, so. Jetzt beenden wir mal Lifesaver, würde ich mal sagen, oder? Lifesaver Rainbow. Wenn wir Lifesaver Nummer sehen, ich denke, ihr wisst die Antwort. Aber das ist ja wirklich mit Abstand die legendärste Aufgabe gewesen bisher. So, jetzt müssen wir aber noch schauen, dass wir ganz schnell die letzten 4 Reds herkriegen. Eine weiß ich, die ist in der Wolke. Gehen wir ein bisschen hoch. Nein, okay. Dann machen wir es ab hier. Beziehungsweise nicht ab hier, sondern wir stellen uns nur mal ganz nach oben. Und dann nur mal unser Wingcap refillen. Fliegen dann ganz gediegen drauf zu. Jawollo. Nummer 6. Okay. 7. So, wo war jetzt die 8? Ah, da hinten. Ja, geil. Und da sagen, lassen wir es uns jetzt schmecken, oder? Das ist natürlich ein wohlig schmeckendes Ende des Parts. Also unterm Fliegen mit einem Stomp auf einer Box zu landen, ist halt das, was ich mir immer gewünscht habe eigentlich. Wo ist er denn eigentlich? Ah, da. Lol. Ah, na, passt. Okay, wir haben's. Einfach nur einsammeln und das war's mit dem Part. Thema Rainbow. Abgeschlossen, finito, nie wieder hierhin. Es war furchtbar. Im nächsten Part gibt es das Finale. Und wir werden das Game und das Projekt zu 100% abschließen. Schaut's in der Endcard findet ihr alles. Bewertung nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.